Ich gehe jetzt auf die Kirchweih und komme erst am Abend zurück. Die Gans ist im Rohr und muss in circa 2 Stunden raus. Ab und zu das Fett abschöpfen und übergießen. Aber nicht mit einem Bier, so wie letztes Jahr. Eine Gans ist kein Schweinsbraten, haben wir uns. Ist schon recht, Mina. Was lege ich da auf den Tisch? Ist schon gut. Dann ist ja gut. So, Chef, ich geh jetzt noch auf den Kirter. Krieg ist soweit versorgt. Dieser wird bis Mittwoch nicht gekommen. Aber man weiß ja nie. Diesmal kommst du aber nicht so spät zurück. Du, das kann ich dir nicht versprechen. Wie sagt man so schön? Ein guter Kirter, der geht bis Irrter und bleibst nachher Picker. Na, dauert er halt bis Micker. Was wird das? Ohne Brühen schau ich halt einfach besser aus. Ja, aber sehen tust nix. Das ist doch vollkommen wurscht bei den Weibern. Grüß Gott, mein Mann. Hagel, Donnerwetter, Kreuz die Domini ist dieser Gemeinheit. Um die Erde hau ich den Bazit also mal die Rippen graben. Kreuz, Birnbaum, Hollerstein. Ja, das ist ein Empfang. Dabei wollte ich dich fragen, was du mitkommen magst. Zuschauen beim Kirchentanz. Sag einmal, Leutner, du warst doch letzten Sonntag mit dabei, wo ich beim Preisstimmen den ersten Preis gewonnen hab. Stimmt's oder hab ich recht? Ja, schon. Aus 20 Ortschaften waren die stärksten beieinander. Und du hast alle wieder an die Wand gedruckt. Souverän. Genau so ist 20 Gegner. Und jetzt schreibt mir der Voriger, dass ein gewisser Dambacher Vorreit vor ihm behauptet hätte, ich kann gar nicht stimmen. Stimmen kann doch er, der Dambacher. Und da müsst jetzt mir erst vormachen, damit ich es lerne. Ha! Zu dem Zweck, wo ich herkomme. Oha. Ich war gar kein Stimmen, nicht. Gerade ein Stesser, ein Schupfer. Die gebe ich gleich einen Schupfer, Stesser. Kreuz die wie Domini, oder mit der Dambacher. Der darf loskommen. Entweder tue ich mit dir mitstimmen, oder ich sage mal, wegen Eheabschneidung. Ja, wenn du das tust, dann bist du unser ganzer Stolz. Der stärkt die weit und breit. Himmel, jetzt krieg ich erst den Wurf. Kreuzer, Tax und Element. Also nur ein Brief, von wem ist denn der? Das ist mir wurscht, das interessiert mich halt nicht. Von Groß Traunsee, da kenn ich aber keinen. Der ist ja auch für mich. Für die? Jesus, Maria und Josef. Was? Der ist ja von der Rosel. Rosel? Was für ein Rosel? Du, Weiberfeind, kriegst Briefe von einer Rosel. Ich bin doch kein Weiberfeind. Wenn einer wie du bald 38 Jahre alt ist und immer noch ledig rumläuft, dann ist er ein Weiberfeind. Nachher bist du ein Doppel-Weiberfeind. Nein, ich hab einfach gar keine Zeit mehr für die Ski da. Halt aus, Kinder, du hast die beiden Weiberleute auch nicht. Ja. Magst du die? Magst du die nicht? Okay, es ist vielleicht St. Martin. Bin irrsinnig in die verschossen. In 3 Wochen das Hochzeitsaufgebot ist schon bestellt. Oder sollst du vielleicht gar verführen, es wird Eva und Adam im Paradies. Dann lauf doch davon. Und zwar weit weg, das darfst du mir glauben. Jeder hätte die Beine mal geheiratet.
Ja, ich war damals 18 und sie war 26. Gott sei Dank hast du mich da nicht genommen, die Berger Rosel. Berger Rosel. Was ist? Schaust du da so? Nix. Kann das sein, dass da was war, von dem ich nichts weiß? Hä? Naja, damals hätte ich beinahe mein Leben für sie gegeben. Oha, starke Worte. Von mir darfst du sowas nicht hören. Ja und, was war? Nix war. Auf einmal war sie halt nicht mehr da. Und dann hat sie einen gewissen Kappihofer geheiratet. Soll sie übrigens einen recht energischen ausgewachsen haben. Aber trotzdem, die kann jetzt, warte mal, 46 wird sein. Ich bin bald höchstens 50. Aber was rechnet die? Sie ist ja vergeben. Wo schreibst du überhaupt? Leitner, lies mir das einmal vor. Lieber Martin, im Anfang meines Schreibens grüße ich dich und teile dir mit, dass ich seit 2 Jahren eine Witte bin. Das ist gut. Da kann ich ja mein Glück bei ihr versuchen. Und mein Gut verkauft habe. Mein Seliger hat viele Jahre gekränkelt und wenn ich mich wieder verheirate, dann nehme ich mir nur einen gesunden und starken Mann. Geld braucht ja gar keines zu haben. Die Hauptsache ist mir nur die Gesundheit. Ich will endlich nicht mehr alles allein arbeiten müssen und außerdem noch eine Krankenpflegerin sein. Jetzt kommt für mich die Hauptsache. Lies weiter. Vor einem Jahr habe ich dich in einem Wettkampf gesehen und muss sagen, Respekt. Deshalb kann ich dir heute mit frohem Gewissen sagen, lieber Martin, den Heiratsantrag, den du mir vor 20 Jahren gemacht hast, den nehme ich heute an. Damals warst du mir zu jung. Ja, und jetzt ist sie mir zu alt. Ich habe alle Zelte abgebrochen und bin auf dem Wege zu dir. Am Sonntag komme ich mit dem 1 Uhr Zug und dann bestellen wir das Aufgebot. Es grüßt dich deine Base, Rosel Kappelhofer, geborene Berger Rosel. Die kommt! Die kommt! Die kommt aber nur, weil es die heiraten will. Da wird nichts draus. Da bitte einfach so zusammen heiraten. Sag's ihr! Sagen, ich. Spinnst du? So was sagt meiner Frau doch nicht einfach ins Gesicht. Und wenn sie recht, wie hast gesagt, energisch ist, schon gleich gar nicht. Nein, ich erfinde eine Ausrede. Ich sag ganz einfach, mein Hof ist voller Hypotheken und ich hab Schulden über Schulden. Aus. Ja, das stört sie aber nicht. Sie schreibt ja, sie schaut nicht aufs Geld. Hauptsache ihr zweiter Mann ist gesund und stark. Ja, wunderbar. Ja, da bin ich ja verloren. Boah. Halt! Was? Ich hab's. Du darfst einfach nicht gesund und stark ausschauen. Die hat jetzt schon 1 Jahr nicht gesehen. Wenn du ausschaust, ist wie wenn du schon 80 Jahre alt warst, vor lauter Wehdarm und Wackel im Kopf. Wir sagen, du hast dich zu Schanden gestemmt und dann bist du sie wieder los und ich pflück sie nach wie eine reife Birne. Wann schreibt's, dass es kommt? Sonntag. Das ist ja heute. Was? Maria und Josef, wenn die mit dem 1 Uhr zuguckt, dann ist ja die schon im Ort. Jetzt ist ja schon 1:30, du, die kann ja jeden Moment kommen. Da kommst du schon Weiberlein. Ja, fein, grad, das muss die Rosel sein. Komm schnell, tu dich verwandeln. Ja, aber wir denn? Aber wir denn, was haben wir denn da? Was ist denn das da? Also, Martin. Okay. Hinsetzen. Hinsetzen. Zurück, Kleiner. Zurück, Kleiner. So, was haben wir denn da? Was ist denn das? Unterhosen. Unterhose. Unterhosen. Ja, nicht für den Arsch. Um den Hals um mich. So. Ja. Hocker. Hocker. Tuch. Der Tuch. So, was haben wir denn da noch? Die Brille. Jawohl. Eine Brille. Brille. Um Gottes Willen. Und da eine Haum. Haum. So. Jawohl.
Kopfhageln. Kopfhageln? Hinzittern. Husten. Huckel. Steht her und hörst. Ja, schau her da. Was? Ja, jetzt schaust du aus, als wäre ein altes Schaukelpferd, das Influenza hat. Was sagst du? Und den Rheismatischen, der hast nicht vergessen, das haben die Weiberleute mal am wenigsten gern bei einem Mannsbild. Alle guten Geistes ist schon da. Herein! Herein! Ja, grüß Gott. Ich hab schon gemeint, der ganze Hof ist ausgestorben, ist alles beim Kirchentanz. Ja, freilich. Wir müssen da durchgehen. Da habe ich den Schlüssel verloren, da gehen wir nicht rein. So. Ja. Du kommst mir so bekannt vor. Bist du nicht die Bergerrosel? Die bin ich, allerdings verwitwete Kappihofer. Wer bist noch du? Ich bin der Leutnant Michi. Kennst mich nicht mehr? Schön, dass man dich wieder einmal sieht. Der Leutner. Der Leutner Michi. Aha. Ja, genau, der bin ich. Jetzt hätte ich die beinahe nicht mehr kennt, gell? Ja. Eine besondere Erscheinung warst du eh nie und in 20 Jahren wird man auch nicht jünger. Aha, ja. Du, aber eigentlich wollte ich zum Adam bauen. Wo ist er denn, ha? Ja. Der Martin. Oh, ich freu mich schon so. Lebfrischer Bub, wie das einmal war. Grüß Gott. Martin! Da schau mal, wer da ist! Kannst dich noch erinnern an die Rosel? Ja, er hört ein bisschen schlecht, da muss man recht schreien mit ihm. Ha? Was sagst du denn zur Rosel? Grüß du Gott, Rosel, die Rosel ist da. Freut mich, dass du gekommen bist und ich bin ja mit allem einverstanden, was du geschrieben hast. Gell? Ja. Mein Gott, der arme Kerl, wie ihm die Hände zittern, ha? Wie geht's dir denn? Was sagst Wie es dir geht? Heute hab ich meinen guten Tag, ja. Heute geht's mir recht gut, aber manchmal da braucht es schon eine Pflege. Und darum ist es am besten, wenn wir recht bald heiraten. Ja, wer hätte jetzt gedacht, dass dir so gut geht? Das soll der Martin sein. Der ist ja um Jahre gealtert. Ich hab vielleicht ein bisschen zu schnell gelebt. Ja, was fehlt ihm denn? Die Gesundheit, Rosel, sonst nix. Nur die Gesundheit. Ich kannte warnen. Weinen könnte ich vor lauter Glück, dass ich dich so wiedersehe. Ja, war nur, das erleichtert. Vor ihm brauchst du dich nicht genieren. Er sieht da schon ein bisschen schlecht. Aber das macht alles nix, wenn er nur das Rheismatische nicht so hält. Ich muss ihn oft das Bett übertragen. Manche Tage hast du es ganz sakrisch. Ich hab mir das alles ganz anders vorgestellt. Ist er bläder? Das nicht grad, aber wie gesagt, nicht mehr ganz geistesfrisch. Morgen gehen wir aufs Amt, gell? Ich kann sie schon gar nicht mehr da warten. Ja, freilich. Meinst du, dass die offen haben, so an einem Montag? Ja, freilich. Ja. Aber das muss ich dir sagen, Rosel. Du hast dich auch verändert. Aber so ganz zu deinem Vorteil. Ja, aber geh, 20 Jahre kann man sich doch nicht zu seinem Vorteil verändern und der Weibsbild schon gleich gar nicht. Du schon. Du bist doch viel schöner geworden. So schön rund. Der Balkon im ersten Stockwerk. Apropos Balkon, du sag einmal, wo schlafen wir heute noch? Was? Das Efeu kommt jeden Moment mit unseren Sachen. Weißt du, ich hab mir gedacht, die bring schon mal alles mit, wenn ich da einziehe. Wer ist das Eva? Mein Patenkind. Ein ganz braves Dirndl. Geld hat's keins, aber ein Haufen gute Eigenschaften. Weißt du, demnächst fahre ich mit ihr zum Eberstaller in die Stadt. Der hat 3 Buben. Wird schon einer passen zum Heiraten. Sie hat ja sonst auch keine Zukunft, das Dirndl. Ja. Grüß Gott! Rosemann, wo sollen die Koffer hinstehen? Da drüben stellst du es dabei hin, bis wir wissen, wo unser Schlafplatz ist. Gut. Servus, Patenkind hast Rosel. Grüß dich, Eva. Ich bin der Leutner. Hast sicher schon was von mir gehört? Na, aber umso mehr vom Adambauern, von Martin, auf den bin ich schon ganz neugierig. Ja,
Dann schau dir an, da hockt er. Jesus. Der Eingewickelte da ist. Das ist ja nicht möglich. Doch. Ja, man möchte es nicht für möglich halten, gell? Ja. Grüß dich, Martin Vetter. Mich kennst nicht, gell, aber ich kenn dich dafür umso besser. Was, du kennst? Wieso, woher? Bloß durch die Roselmann, was du erzählt hast. Ach so, ja. Ja, mei, bist krank, wo fällst du denn? Überall. Aber dann musst du ja ganz schnell wieder gesund werden, oder, Rosel? Aber ganz schnell. Vorsicht, er hat die Gicht gleich unter der Haut, das tut ihm weh. Ma, ich kann nimmer hinschauen. Ich muss mir jetzt die Musik ein bisschen anschauen, weil sonst zerreißt's mir das Herz. Geh, nur Tante kümmern mich. Dankeschön. Eva, magst du nicht alle Musik anhören? Geh, man kann doch so einen kranken Menschen nicht allein lassen. Du, mein armer Martin Vetter, wirst schon wieder gesund werden, gell? Droselmann pflegt die, wirst sehen. Die ist in der Übung. Tu ihn nicht so strapazieren, sonst wird er noch elentiger. Ja. Wenn er nur wieder wird, der Martin. Ja. Sonst kann er ja gar kein rechter Hochzeiter sein. Und seiner Frau die Hand gar nicht reicher. Martin, nimm die Hände lieber unter den Decken, du verkühlst dich. Je, es ist doch so warm da herin. Überhaupt, zu was ist er denn gar so einpackelt? Der muss ja schwitzen. Die Haut, die bleibt drum. Ja, was fällt dir denn ein, Eva? Das hat ihm der Doktor verschrieben. Das muss er immer umhaben. Aber den Maulkorb kann er doch runternehmen. Nein, das ist doch wegen dem Ohrensausen und wegen dem Zahnweh. Ja? Zahnweh hast du auch. Aber er hat doch so schöne Zähne, einen ganzen Mund voll. Kann man auch recht. Ja, Das ist nur äußerlich. er kriegt erst die Weisheitszähne, die tun ihm weh. Ja. So spät? Ja, oft um 11 Uhr bei der Nacht. Na, wieso so spät kriegt man nicht? Ja, früher hat er es halt nicht gebraucht. Jesus, der Mo braucht einen Husten. Ja. Wart, Vetter, ich koch dann Eiweißtee, der hilft gleich. Traust. Ich werd schon alles finden in der Küche. Ja, genau. Das halte ich nicht aus. Alle zwei nicht. Oh, den Dragoner nicht und den Klebhonig nicht. Oh, ich bin ja schon ganz schief. Und du zwei siehst mir auch, das sag ich dir jetzt. Auf den Eibischtee wirst du noch heißer werden. Ja, den saufst du. Außerdem war das eine glänzende Idee von dir. Jetzt bleibt die Rosel da, die kommen ein Lebtag, die wehleidigen Deppen spielen da. Ja, dann entpuppt dich halt wieder und heirat die Rosel. Aber mich hast du dann am Gewissen. Jawohl, ich geh dann ins Kloster. Das sind ja ganz neue Töne. Gefällt's dir da so, hä? Aber du hast recht. So was verstecke ich mich denn, hä? Das ist ja unmännlich. Ich sag der Rosel ganz einfach, dass sie nicht heiratet und aus dem Haus. Braucht doch keine Angst vor so einer zu haben. Ich bin doch kein Feigling nicht, oder? Leute, schnell runter! Schnell! Wir haben das gerade bloß keine Angst haben vor der Rosel, weil du bist ja kein Feigling nicht. Na, warte noch, du Bazi, bis ich wieder gesund bin, da bist du drin. Das sag ich, der greit Birnbaum, Kohlerstall noch mal rein. Brauch Luft, ja! Ja, was hat er? Geht's ihm schlechter? Ja, jetzt geht's mir schon wieder viel schlechter. Ja. Das kenn ich. Das war bei meinem Seligen kurz vor seinem Tod auch so. Aber ich habe ein paar ganz gute Mittel. Die habe ich alle an meinem Mo ausprobiert. Lauter Sympathiemittel. Die werden am Martin gut tun. Haben bloß nichts genutzt bei meinem Alten. Da wird ja jeder wieder gesund. Jetzt schau mal her. Ja. Um die Schultern legen wir ihm ein Katzenfell. Ein Katzenfell. Brust der wir alle Tage einreiben mit Schweineschmalz. Um den Hals kommt ein Leibernsackerl mit Knoblauchwurzen. Okay. Auf den Bauch ein Umschlag mit Brennnesselabsud. Jeden Tag ein Fußbad in Ochsengalle und alle 5 Minuten mit Buttermilch gurgeln. Richtige Sympathiemittel. Was?
richtige Sympathie mit Ja, ihm. Ja, da wird man ja schon freiwillig wieder gesund, gell? Ganz gut ist auch noch alle Wochen ein Vollbad in Erdäpfelwasser und eine kalte Abreibung mit Brennspiritus. Aber wisst ihr jetzt? Aber fest einreiben, bis er ganz verdunst ist. Da wird's am Martin gleich leichter werden. Gell, Martin? Wo ist er? Er ist verdunst. Ja, du musst ja gleich nach. Nein, er bleibt da. Er ist gern einmal ganz gern allein. Weil wir aus so einem lebfrischen Menschen so eine Jammerfigur werden hat können. Du, vor einem Jahr habe ich noch im Brittling drüben beim Gaustemmer gesehen. Und jetzt so schnell. Ja, schnell ist gegangen. So geschwind, das kann ich schauen können. Ja, von was hat er's denn? Ja, vom Stemmen. Wie? Na, ganz einfach. Er lässt seinen rechten Bizeps in einem 100 Kilometer Tempo ausschnallen, verknackt sie die Milzmuskeln, hängt sie das Kreuz aus, Jesus, na. verbirgt sie mit einem Rucker, alle 32 Knüppel Ja, um Gottes Willen. und verstaucht sie das Zwerchfell. Das auch noch. Da werden wir ganz schön zum Tor, bis das alles wieder in Ordnung kommt. Du wirst ihn also tatsächlich heiraten. Ja, was glaubst denn du? Wenn ich mir mal was vorgenommen habe, dann bleibt's auch dabei. Mit deiner liebenvollen Pflege wird er es in 20 bis 30 Jahren schon erholt haben. Lach du nur. Dabei wollte ich endlich einmal einen gesunden. Ja, aber wahrscheinlich kriegt man in meinem Alter halt nichts anderes mehr. Weißt, einen, mit dem man einmal richtig grob sein kann. Einen robusten, einen starken, der das auch aushält. Als Grobsei. Ja, ich sehn mich schon danach. Einen beim Schopfzbacker. Hin und her bei ihm einen hineinboxen, ohne dass er gleich ausschreit. Und wenn der Mann zurückboxt? Ja, umso besser. So ein Puffer hält die Chance aus Liebe sogar zwei. Ja, da ist was dran an so einem Liebesdatschal. In meiner zweiten Ehe muss zugehen wie bei die Ringkämpfer. Auf den Tisch muss kaut werden, dass die Teller hupfen. Lustig hin und her geschoben muss werden, dass Fenster schäbern. Ein Leben mag ich im Haus haben. Das klingt schön. Nicht auf Zehenspitzen um mein Moschleicher, weil immer jeder laut weh tut. Na, mit Holz schon mehr die aufstampfen können. Und ein Gesichts- und Specknädel muss er mengen, nicht bloß allweil. Ein Grüß muss. Ja, dafür kann er von mir aus auch 3-mal in der Woche ins Wirtshaus gehen. Mit einem Wort. Ich möchte einen Mo. Einen echten. Nicht bloß einen, der ausschaut wie ein Mo oder krankelt. Recht hast! Ein Mann muss ein Mann sein! Ein Mann, der sich traut, dass er ein Mann ist! Ein Mann von Kraft und Saft und Courage, vom Fuß bis in die Kopfspitzen! Komm da wieder! Ja, nein. Das hackst halt bloß, ne? Sei mir nicht best, gell? Nein, ich bin da nicht böse. Es ist bloß das erste Mal, dass ich von einem Mann am Fußtritt krieg. Direkt gut, du hat er mir. Also, Ja, und eine Stimme hast wie ein Brüllauf. wenn ich loslege nach Scheppern, Fenster und Türen, Ja, hast du eine gesunde Brust, gell? die hab ich. Gesund warum? Der kostet halt was aus. Wenn ich eine zur Brust an die Brust nehm, der gerade Lippen. Du Aufschneider, da wär ich deine Frau schon fragen, ob das alles wahr ist. Ich hab aber keine. Ach so? Aber vielleicht, man kann nicht wissen, die richtige Samen gar nicht mehr weit weg von mir. Freilich kann man nichts wissen. Aber vielleicht verlierst du im rechten Moment ja doch die Courage. Weil ganz so schneidig schaust jetzt du nicht aus. Das äußere täuscht. Du schaust auch, als wenn Christ beim Engel dabei bist, du so eine Wildkatz. Ja, sag einmal, hast du dir bebratzen, ha? Da ist der Eibersteh für Martin Vetter. Wo ist er denn hin? Drüben. Aber pass auf, dass ihm seine ausgehängte Mulz und seine verstauchte Leber nicht wehtun. Kreuzer, Dachseln, so ein Weibsbild und ich krieg's nicht. Aha, ja gut. Dann fangen wir gleich an. Wo ich eintritt, da wächst kein Gras mehr. Gottes Willen, das willst du von mir? Ja, was wohl? Ich frag mich wohl. Ich bin nicht neugierig. Um Gnade möchte ich die Winseln sehen.
noch, hast du sowas schon mal gesehen? Ja. Und jetzt die dein. Dir zeig ich gar nichts. Du weißt gar nicht, was du gleich mit dir für einen Zirkus machst. Du bist ja ein Krüschball ohne Muskeln und jede Courage direkt. Fein bist du! Na, lass mich fliegen. Ich lass dich erst in Ruhe, wenn du öffentlich erklärt hast, dass du vom Ringen und vom Stemmen keine Ahnung hast. Und dass du gegen mich ein gar niemand bist. So war ich Dammbauers. Du bist der Dammbauer. Jetzt scheißt du in die Hosen, oder? Der Dammbauer. Was gibt's denn da zum Lachen? Da sie dich gerade so umbläst, dazu lachst du auch noch! Da muss ich lachen, weil ich bin nicht der Martin. Nicht der Martin. Wer denn dann? Nur der Leitner. Der Michi Leitner. Aber trotzdem ich kein Stimmer bin, kannst dir doch einmal passieren, dass ich der eine runterhau. Eine, die wo nicht verschlecht Eltern ist. Jetzt kommen wir gerade vor wie ein Bulldog. Ich war ein Zwergpinscher-Arbeit. Wie du dir vorkommst, ist mir wurscht. Aber der Martin ist gegen die ein Elefant, mein Lieber. Der hat Muskeln, da sind die deinigen dagegen gerade, der wird zwar Faschingskrapfen. Was? Glaub ich nicht. Der drückt dich mit dem kleinen Finger an die Wand. Glaub ich nicht. Wenn er bloß einen Ellenbogen hebt, dann liegst du schon draußen am Misthaufen. Glaub ich nicht. Gegen die ist er der riesige Goliath. Er ist unüberwindlich. Stärkste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn du bloß siehst, der Rest vor Angst davon. Ja, und wo ist er noch? Ein starke Büffe, der unüberwindliche Riese, der allerstärkste, angeblich beste Stämmacht, der Adam Bauer Martin, der jetzt da und heut auf Leben und Tod von mir herausgefordert wird, vom Giganten Karl Dammbauer! Erzählst mir was von einem Riesen, von einem Buffet? Das einzige, was bei euch umeinander graut, ist ein schwindsüchtig so als Zwetschgenmandel. Gibt's da Moment gar nicht, den starken Martin? Kommt gleich, wirst du sehen. Aber ein bisschen schneller wie sonst. Ja, der ist gerade draußen beim kranken Vetter. Unser armer Kranker ist ganz erschöpft im Kammerl und will keinen sehen. Wir sollen auf den Kirtertanz rübergehen, sagt er. Und? Alles gesehen? Nein. Ich darf schon gerne noch ein bisschen mehr singen. Schau, dass du weiterkommst mit deiner Schneckerlfrisur, du Haringsbändiger. Was willst du überhaupt da? Das sag ich am Adam Bauer schon selber. Das geht dich gar nicht so. Und wie mir das was sagt? Was willst du von ihm? Ja, aber was will ich von ihm? Schuldig war er mir was. Also gut. Wir voll. Wir voll. Okay. Ja, was denn sonst? Eine Erklärung, eine Aufklärung. Aufklärung. Eval, du gehst auf den Tanzboden, ich bleib da. Grüezi, Gutzi, hebe Sackerwand! Mischst du dir die Sache heute, wo du dich so hängen? Weiber sind dazu da, dass sie uns Männer das Leben versößen, aber nicht dem Rest zu versauen mit der ewigen Fragerei und Dreimischerei, sonst gibt's blaue Flecken, haben wir verstanden, was geht tanzen? Schauen wir mal, wo der Martin bleibt. Martin, geht's deinem armen, kranken Vetter schon besser, Martin? Ja, komm gleich. Wer ruft mich? Dammbauer, Adam Bauer, Adam Bauer, Dammbauer. Grüß dich, Dammbauer. Ich wollte dich schon lange mal kennenlernen. Agi. Ja, weil was man von dir so hört, klingt, sagen wir es mal ganz direkt, ein wenig unwahrscheinlich. Agi. Ja, weil 100 Kilo mit einer Hand frei stemmen, da muss ein Schwindel dabei sein. Agi.
Wenn du das nicht glaubst, dann mach ich dir halt vor, wenn man mit einer Hand 100 Kilo stemmt und mit der anderen ein Dutzend Rippen zerdrückt. Meinst du, ich hab das nicht mitgekriegt, dass du jedenfalls heißt, die war kein Stemmer nicht. Die Stimme für gleich 9 Rippen da. Ja, gut, das mit den Rippen kämen wir aus. Was jetzt ein Bravo fällt der ganze Atemluft auseinander, sag ich. Ich mach dich sportlich. Du gehst da hin und du da hin. Rippen, zerbrich aus dem Weg vielleicht. Brichst da, Dampfer, da schau, was der macht, wie du es hast. Dampfer. Sag mal her, was ich da hab. Das hätte ich mit Daumen und mit Zeigefinger. Das bissel, das schubst du über die Achsel und die dazu. Du Waschlappen, schneid doch nicht so auf, wenn ich die bloß anblasen, dann gehst du schon in die Knie. Geh du Lalli, du Aufblasener Hähnerschorst, du. Jetzt wer blöd, meine Herren! Jetzt blöd, der! Wie heißt du mit vorne? Ich, Karl! Karl der Großspurige! Dampfer, weg da! Ja, sagst. Elegant, ha? Ja! Was ist denn ein bisschen was Schweres, ha? Ja! Und erst der zukünftige und gegenwärtige Champignon Goliath Adambauer! Druckt's der Mensch einen Schnaufer raus bei 2x50 Kilo. Aber jetzt pass auf, Bulli, jetzt wenn er da übergeht. Jetzt steh ich 100. Martin, dein Vetter hat gerufen. In der Kammer. Was? Dein Vetter in der Kammer drüben. Dein Herrschaft-Feind von links. Five von Lix. Was auch immer es ruft. Was? Five von Lix, was ist denn das? Five von links, das ist so und so und so. Sag einmal, weißt du nicht, was ein Five von links ist, ne? Also bestimmt so ein Ding, so ein Hilfsmittel, mit dem man wieder kriegt, ne? Ist mir nicht verboten, dass man so Dings hat? Ja, und wo hat er das her? Los raus mit der Sprache, wenn der andere sowas nimmt, ist nur recht und billig, dass ich das auch krieg. Also! Das hat er, das hat er. Auf dem Kierter gibt's einen mit 3 Knöpfen. Der verkauft die. Ja, wenn du die schickst, na, der wischt noch. Ja, und du gehst mit? Auf geht's! Ich wollte gerade noch mal nach dem Kranken schauen. Da bleibt, das geht ja schlechter. Wenn dem schlecht geht, muss ich erst recht zu. Also was ist jetzt? Ich brauch das Five von Lix, auf geht's! Felix? Wo kommen denn Sie her? Ich wollte eigentlich noch mal nach dem Adambauern schauen. Der warst schon grad. Wollen wir nicht stören. Er lasst dich schon grüßen. Und wer sind nachher Sie? Wer ich bin? Ja, und warum kommen Sie aus dem Adambauer und seiner Kammer? Ich bin der Knecht vom Adambauern, ja. Ja, wir haben wegen die Kirwas besprechen müssen. Also, wenn man es nicht anders wisst, kann man euch direkt für Brüder halten. Ja, das haben schon viele gesagt. Ich meine, wir haben ja fast die gleiche Mutter gehabt. Also beinahe. Ja, die für sich natürlich, ja. Aber heißen tut's euch nicht gleich. Ja, aber fast. Also, da haben wir mal den Martin und ich bin der Martin. Nein, der. Der Mattel? Ja, genau. Und so gehst du in den Kurstall. Oder bist am Ende auch Gewichtheber da? Adambauer war ja mal einer, jetzt ist er ja leider sterbenskrank. Ja, jetzt bin nur noch ich da, der die Tradition aufrechterhält. Ja, ich hab's quasi von ihm. Gerd. Ich komm grad vom Kidder. Ah, hast du dich vor ihm auffressen lassen? Okay,
Meinst du, die suchen wir meinen zukünftigen auf dem Tanzboden? Was willst du nachher für einen? Auf keinen Fall einen Hallodri. Kein, der einem das Blaue vom Himmel herliegt oder sonst welche Geschichten verzählt. Ein Mann, vor dem jeder Respekt hat. Sogar ich und meine Kinder. Du hast Kinder? Na, jetzt noch nicht, aber später werde ich sicher welche haben. Ach so, ja. Bist du schon verheiratet? Nein. Hallo? Auch nicht. Verliebt? Ja, nein, na ja. Und ist die in die verliebt? Nein, ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Wieso nicht? Also wie du ausschaust. Warum ja? Wie schau ich denn aus? Einschichtig, ein Jungsee halt, aber mir geht's ja nicht so, Gott sei Dank. Magst du auch einen Schnaps? Ich darf feiern deiner Stelle mit fremdem Eigentum nicht so freigebig sein. Wieso? Naja, der geht ist ja nicht, also. Der Bauer darf mit seinen dramatischen nichts mehr trinken. Der ist noch froh, wenn wir ihm da das Gift zusammen trinken. Prost, Eferl. Sag mal, woher weißt denn du, dass ich Eferl heiß? Wieso? Hast du das vorhin gerade gesagt? Kein Wort. Ja, woher? Was ist dann? Ja, richtig, der Bauer hat so gesagt, natürlich. Der Bauer, ja, der hat mir alles gesagt von dir. Dass du heute auf Besuch gekommen bist mit der Rosel und dass du ein rechter liebes Mädel bist. Ja, das hat er mir alles von dir gesagt. Jetzt hast du gelungen. Wieso? Ich bin kein liebes Mädel. Nicht? Gefällt dir, hä? Sag einmal, noch direkter geht's nicht, oder? Ja, so schier bin ich auch wieder nicht. Auf Oder? Äußerlichkeiten gebe ich nichts. Ja, ich bin inwendig auch nicht schier. Nimm dir ein Beispiel am Adambauern. Der Martin möchte vielleicht nicht der Schönste sein, aber er ist ein seelenvoller Mensch. Das bin ich auch. Geh weiter. Lass dir ein Puzzle geben. Gehst weg! So Keckheiten verbitte ich mir. Okay, jetzt sei halt nicht so notig. Ein Puzzle kostet nichts und mir machst du eine grosse Freude. Lass du deine Klumpel weg! Ich geh jetzt zum Martin fett und da bin ich besser auf. Der schläft aber noch. Und er hat mir vorher gesagt, dass man auf gar keinen Fall stören soll. Meinetwegen? Dann mache ich halt erst noch einen Tee. Für meinen Schatz. Wart, die kriege ich schon noch. Ich bin im Kuhstall. So ein Saukerl. Aber von dir lass ich mich nicht rumkriegen. Die Gans. Hallo? Martin Vetter, bist schon ausgeschlafen? Das ist schön. Bin gleich bei dir. Können wir ein bisschen ratschen? Ja, das Reden, das strengt mich zu sehr an. Was der gerade da gewesen ist? Aber wer denn? Der Mattel. Dein Knecht, also das ist ja vielleicht einer. Also, wenn man nicht wisst, dass ihr gar nicht verwandt seid, darf man's direkt meinen. Ja, der Martel und ich, ja. Ja, unsere Mütter, die waren schon sehr gleich. Denkt er nur. Ein Busserl hätte er von mir haben wollen. Und hast du wollt's geben? Wo denkst du denn hin? Meinst du, mir graust vor gar nichts? Ach so. Direkt schlecht ist mir geworden. Da hast du ja was mitgemacht. Ja, hat denn der keinen Anstand? Ja, nie und nimmer darf ich sowas fordern von dir. Dir darf ich ja freiwillig geben. Okay. Jetzt schon gleich gehen. Das hätte ich jetzt nicht da sollen. Wieso nicht? Weil wo die Rosel nur bleibt. Ja, die wird sich halt amüsieren. Wahrscheinlich. So, jetzt aber nur. Schnaps! Ist Gift für die, hat der Martel gesagt. Und der muss ja wissen, der kennt die besser wie ich. Ja, aber so ein Stamperl, das schafft man doch nicht. Nein, ich kann's mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wenn ich schuld dran war, dass du die vergiftest. So. Dann gefällt dir also der Martel gar nicht. Na, ganz und gar nicht. Und
Und weißt du warum? Wieso? Weil der Kerl nix, aber rein gar nichts in der Birne hat. Kein Wunder, dass der nur ohrschichtig ist, so ohrschichtig, wie der ist. Weißt du, was mir an dir so gut gefällt? Was denn? Dass du krank bist. Ja, ganz wirklich, von mir aus reichert's gar nicht mehr gesund werden. Gerade so habe ich mir meinen zukünftigen immer vorgestellt. Wieder so ein Kraftmeier. Hättest du übrigens ruhig sagen können, dass das die Gewichter vom Martel sind. Ah, die vom Martel. Ja, ich will mit dem Zeitlich nichts mehr zum tun haben. Gell? Mei, ganz krumm sind's vom Führer. Ja, und weh tun's mir. Also, Ein bisschen locker, was? gell? So, da und da. So. Ja, wunderbar. Ja. Ich habe einen Haufen gute Eigenschaften. Wirklich? Bin ja auch ein braves, liebes Mädel. Arbeitsam, ordnungsliebend, Ja, ich weiß. rechtschaffen, ehrlich und ich will ja nicht angeben, aber ein recht hübsch Mädel bin ich auch. Sogar sehr hübsch. Schau mir mal von alle Seiten an. Wirst nichts finden, was nicht passt. Ja, da ist alles da. Ja. Und? Ja. Und schau dir meine Fußteil an. Was, die sind noch? Die passen doch, oder? Und Knie sind auch nicht spitzig. Da schau her. Ja, ich schau geh. Mit mir ist keiner ausgeschmiert. Nein, du gefällst mir recht gut. Du gefällst mir sogar narrisch gut. Du bist ein sauberes, appetitliches, recht hübsches Mädel. Siehst du das, Martin Vetter? Gerade so wie meine liebe Tante. Droselmam und du. Das ist so romantisch, dass ihr wieder zueinander gefunden habt, nach so langer Zeit. Ihr seid vielleicht einmal ein Paar. Ein Paar wird zwar ungleiche Socken. Da brauchst du keine Sorgen nicht machen. Bei der Rosel ist es so, was nicht passt, wird besser gemacht. Das klingt ja beruhigend. Außerdem, die Rosel steht zu ihrem Wort. Ja, das ist ja hochlöblich, ja. Ah, da ist ja schon. Warum bist denn du einfach davon? Ich hab mir gedacht, schau ich mal nach dem Kranken, damit er schnell wieder auf die Füße kommt. Das ist schön. Und er ist auch schon wieder auf dem besten Weg, gell, Martin? Auf dem besten Weg, dass er Abreibung kriegt. Mein Wasch ganz durcheinander bringen. Und nach der Gans hat er bestimmt auch nicht geschaut. Ich hab vorhin ein bisschen aufgegossen. Das kann ja jeder sagen. Was seid's denn das für zwei? Ja, ist mir eh wurscht. Ja, was ist denn das für ein Saustall? Recht respektvoll sind sie gerade nicht, deine Dernsboten. Du bist nachsichtig. Ja, heute Morgen haben sie eigentlich frei, die halten. Und ich bin dass die Mina schon da ist. Weil sonst die Gans verbrennt. Ja, aber da kann dir ja das Eferl ein bisschen zur Hand gehen. Die Gans ist für dich natürlich gar nichts, Martin, gell? Du kriegst eine super Schonkost. Bin gleich wieder da. Ein liebes Eferl, gell? Ja. Du machst dir ja keine Vorstellung, wie brav die ist. Hörst du mich oder muss man lauter reden mit dir? Nein, ich hör dich schon. Ich hab heute meine lichten Momente. Das ist gescheit. Ich hätte nämlich mit dir was zum Besprechen. So? Ja, es geht um die Hochzeit. Hoffentlich ist das nicht auch noch die Schwindsucht. Also, du wirst zwar überrascht sein, aber ich hab nachgedacht. So? Ja, über die Zukunft und das alles. Und ich denk bei allem, wie man es hin und her und hinwenden mag, dass letztlich doch einen Sinn hat, dass ich zu dir hergekommen bin. Ja, weil jetzt können wir nämlich 2 Klappen mit einer Fliege schlagen. Ja. Schau, ich hab mir zwar gedacht, man kann sich noch ein bisschen mehr Zeit lassen, aber bei genauerer Betrachtung und in Hinblick auf deine Hinfälligkeit bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass wir lieber doch Nägel mit Köpfen machen sollten, und zwar schnell. Möglichst schnell. Genau. Weißt, der Altersunterschied ist zwar beträchtlich, aber mir wird Himmelangst, weil in so einem jungen Hirn ja doch nur lauter dummes Zeitplatz hat. Und das kann ja nicht gesund sein auf die Dauer. Also habe ich mir gesagt, da hilft nur noch eins, nix wie unter die Haube. Ja, also was sagst? Du hättest deine Wart und Pflege
Und ich war die ohne Gesichtsverlust los. Ja, dann sind wir ja einer Meinung. Also stellen wir das Aufgebot. Herzlichen Glückwunsch. Es hat mir ja direkt vor Glück. Nein, das freut mich jetzt, dass du das auch so siehst. Weißt, ich bin jetzt direkt erleichtert. Ich glaube, ich muss mir ein bisschen ausruhen von dem Glück. Ganz ist erst in einer Stunde fertig, sagt Red Minna. mir nicht allerweil dazwischen. Wo ist denn der Martin, Vetter? Ja, den hat's gerade ein bisschen aus die Latschen gehauen. Ruhig zu, Eferl. Ich hab grad geredet mit dem Martin Vetter wegen dem Heiraten. Also ich hab mich entschlossen... Oder ich muss da was sagen. Ja, ich weiß schon, dass man eigentlich zum Eberstaller seine Buben fahren Das war ein Riesenfehler, weil... Ja, Herrschaft, aber jetzt ist halt so ausgemacht und Schluss. Und schließlich ist der Adam Bauer einverstanden. Also lassen wir mal Ruhe jetzt. Aber ich muss die Wahrheit... Ja, eine Ehe ist kein Kinderspiel und je eher du das verstehst, umso besser. Hauptsache, du hast am Ende, was du willst. Ich brauche jetzt eine frische Luft. Weiber. Oh, nicht so stürmisch, junge Dame. Die gnädige Frau ist auch wieder da. Ganz genau. Habe ich mich überhaupt schon mal vorgestellt? Ich bin der Dambacher Vorreit. Das wissen wir schon, aber deswegen bist du nicht da. Stimmt. Wo ist er? Wir waren ja noch nicht ganz fertig. Ich hab zwar kein Pfeifelix, aber die Schneid lasse ich mir deswegen noch lange nicht abkaufen. Wo ist er? Lauf da! Du hast das. Lass meine Kartoffeln in Ruhe! Mich beeindruckt das feine Schneckerl. Geh. Du hast doch bloß auf mich gewartet. Da, schau dir das einmal an. Die Rudel, die will mich jetzt da und auf der Stelle. Was soll ich denn tun? Du und die Kleine möchtest mit irgendeinem Lärmsieher verheiraten. Ja, was soll denn ich da machen? Ja, irgendwas. Hab ich auch schon dran gedacht. Mei ist mir schlecht. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich bin für eine lustige Naturkaffeehoferin. Ich lache oft und weiß nicht warum. Ja. Ja, das ist freilich lustig. Du sag einmal, bist du ein Freund von Martin Vetter? Und wir. Ja, dann weißt ja du, wer der früher so beieinander war. Meinst du, dass der wieder wird? Das glaube ich kaum. Wenn ich den einmal in der Reichsten gehabt hab. Aber immer von was Interessantem. Ich bin eh der Fischer. Ja, und gesund und stark bist du auch, gell? Sehr stark. 200 Kilo mit einer Hand. Und zwar ohne Pfeiferlix, bitteschön. Nicht so wie der Adam Bauer. Wir sind da nicht im Zirkus! Außerdem interessiert das die Klappelhoferin gar nicht. Ja, und wenn doch? Nein, das interessiert dich nicht. Kreiskreuze das noch einmal. Die sagen dir, was dick, wenn der einer immer das letzte Wort hat. Und du gehst erst dann machen. Wir haben schon gut, wie ihr auftritt. Ich trage gleich wirklich auf. Also, weiter, weiter. Und da brauchst du extra eine Einladung. Gar keine so schlechte Idee. Wie war's, Kaffeehoferin? Ein Tänzchen in Ehren? Naja, ein bisschen amüsieren. Amüsieren kannst du in der Küche. Also, was ist? Ich sag bis 3. Da, da, da. Wie du das machst, Respekt. Es nutzt nur nichts. Da, da läuft, da hast du gesehen? Wer? Der mit dem Pfeiferlix. Oh, da muss ich Hey, ist nichts. Du bist noch. Ja. Hallo! Hallo! Keine Angst. Ich trage das hin. Du kriegst, Rosemann. Ich weiß jetzt gar nicht, was du eigentlich meinst. Ach, jetzt versteh dich doch nicht. Ich weiß genau, wo die der Schuh tragt. Das kriegen wir schon. Also, wenn du das zusammenbringst, dann verschaffe ich dir auch eine Mo. Okay, den ich mag, den verschaffe ich mir schon selber. Also, soll ich oder soll ich nicht? Ja, du meinst also sie und ich so
direkt. Freilich. Ja, mei, ich glaube, ich gehe einmal schnell und schau nach unserem Kranken. Oh. Das ist was mit dem Mannsbilder. Du, Eva, ich hab mir überlegt, ich schau mir jetzt die Stunde da nochmal im Haus an, damit wir wissen, wo wir schlafen heute Nacht. Sag mal, Roselmann, wie gefällt dir eigentlich der Dambacher immer an? Der tat alles für die da. Geh. Na, freilich, auf hinten tat er die drum. Der Leitner dagegen kann fei sein, dass der in mir verliebt ist. Der Leitner? Geh. Woher möchtest du das jetzt wissen? Das spürt man halt. Du, das ist weil der beste Freund von Martin, gell? Nicht, dass da irgendwas verkehrt läuft. Wo soll denn der verkehrt laufen? Ja, weil das halt einfach alles schon ausgemacht ist. Roseli, darf man das sowieso noch einmal überlegen. Fangst jetzt schon wieder an, ha? Was redet denn so der Leitner? So dies und jenes. Ach so. Ja, fällt ihm halt am Ende auch der rechte Schneid, gell? Welcher Mord schon schneit. 20 Jahre hab ich daheim als Regiment geführt. Hab mich blockt in der Mui. Und der Mo, der war schön sanft und stark und allbe freundlich, hat zu allem Ja und Amen gesagt. Und ich hab doch alles auf meine Schultern gehabt. Na, ich sag dir, lieber schafft einer an und kommandiert umeinander, als wäre er selber in eine Gummiwand reinrennst. Genau. Dann hättest auch alles auf deine Schultern, kriegst aber wenigstens nur ein Watschen dafür. Geh, Rosel. Ja, mei, er darf mir schon mal sagen, dass ich ihm gefalle oder so. Das war jetzt kein Malheur nicht. Und eifern muss er, ja. Das ist ganz wichtig. Eifern muss er. Was ist, hast du ganz aufgegossen? Da ist die Minna ist gerade dabei. Macht da sonst keiner was? Also, und das Wasser hingesetzt, für Knädel. Ja, ich weiß nicht. Was heißt, ich weiß nicht? Sofort gehst du raus und traust die Knädel rein. Jetzt bald. Ja, was ist jetzt? Und? Ich muss dich noch genauer instruieren und präparieren, was der Rosel gefällt an Mo. Und, was war das? Der kommt mir jetzt gerade recht. Ja, mir nicht. Pass auf, wir treffen uns dann hinter dem Haus beim Birnbaum. Da sieht das keiner. Das gibt's doch nicht. Der mit dem Pfeifenlix ist nirgends aufzufinden. Ja, geht das so. Ist sonst da gegangen. Evel, du, sag mal, wo ist denn die Kappelhoferin doch nicht schon wieder weggefahren? Keine Angst. Wir übernachten ja heute da. Das ist gescheit. Na komm ich schon noch mit ihr zusammen. Der Roselmann hat dir gefallen, ha? Ja, kannst nicht leiden. Ein sauberes Weiberl. Aber nicht leicht zum Erobern. Naja, das sagen sie alle. Bei derer muss das aber schon besonders gescheit und schlau anfangen, dass du das einfangst. Ja, gescheit bin ich und schlau kann ich auch sein. Also, wie muss er denn sein, den's mengt hat, hä? An recht an sanften und recht an staden Momox. Einen sanften? Einen starken? Der ihrer in allem freie Hand lasst. Kein lauts Wort, der von immer mild und sanft muss sein. So ein bisschen wie eine Gummiwand, weißt? Ach so, ich mag's normalerweise lieber ein bisschen kernig. Musst dich halt vor der Hochzeit recht verstehen. Kannst du das, ha? Ich kann alles. Und was hat's noch gern? Sag's gleich. Komplimente. Vertragt's gar nicht. Nicht geschimpft, das klappt nur. Es klangt, wenn's bei der Arbeit fest zugelangen kann. Ja, aber ein bisschen was Nettes wird mir ja da mal sagen, der Frau. Die war aber erst doch sonst auch gern, vor allem auf die Nacht. Um Gottes Willen, alles bloß nicht bei der Roselmann. Und weißt, was du auf keinen Fall da darfst? Du darfst nie nicht eifersüchtig sein. Da wird's giftig. Auf keinen Fall eifersüchtig. Oh, Ekel, das wird schwierig, weil das bin ich von Natur aus. Ja. Naja, alles brauche ich ihr ja jetzt noch nicht sagen. Und was noch? Ach so. Ja. Ich werd's probieren. Aber jetzt sag mir mal das eine, du, der Dings, der Adambauer, der ist auch nicht grad schier. Den nimmt's nicht, weil er ein rechter
Grafmais, oder? Hab ich recht? Das glaubst. An Mo verhätscheln und wie ein Kind aufpeppeln ist direkt eine Passion von ihr. Gut, dass ich das jetzt weiß. Da muss ich mich direkt umstellen. Es lohnt sich. Aber nach der Hochzeit wird's schauen, wenn ich mich dann entpupp. Ah ja, die wird schauen. Du Rindviech. Mädels sind gleich fertig. Ja, freilich, weil ich die Arbeit mache. Wo ist denn der Leutner? Der hat nur einen Garten zu tun. Du, ich hab mit der Minna gerade geredet, Stumm hat das Haus gerade nur, aber sie sind alle unpraktisch eingerichtet. Also hab mir gedacht, ich schlaf heute noch. Das besprechen wir noch später. Der Dammbacher möchte mit dir reden. Ich schau mal nach die Knädel. Ja. Die junge Dirndl. Ja, da haben's mir Eltern schon ein bisschen schwerer, gell? Schon? Wie alt bist du nachher, du? Ja, so zwischen 31 und 52. Im besten Mannesalter halt. Ja, gesund und stark bist du auch. Energisch und voller Schneid, gell? Aha, wo ich sie mich schon fangen. Jetzt Schlauheit, verlass mich nicht. Ah, das reicht vielleicht ein bisschen. Also ich darf mich von meinem Weiberl schon recht gern verhätscheln und aufpeppeln lassen. Ach so ein Romanzbild wie du? Na freilich, aufs Äußerliche kommt's doch nicht an. Der Charakter ist die Hauptsache. Und ich bin ja von Natur aus ein rechter, sanfter und starker Mensch. Du glaubst, dass mir dort jetzt laute Worte weh? Was du nicht sagst. Du vertragst keinen Aufwand. Nein! Wenn ihr mal heirat und ich hab jetzt ernste Absichten, dann suchen wir nur eine, die mir fest verspricht, dass sie kein scharfes Wort fallen lässt, sonst war sie gleich aus. Was du nicht sagst. Ja, darum gefällst mir ja so gut, Kaffeehoferin. Weißt du, so tüchtig bist. Nein, jetzt mal ohne Schmarrn und überflüssig steht oder gleich wieder zubeißen. Du darfst mich also gar nicht bewundern. Okay, Hauptsache ein Weibertz macht seine Arbeit, wie es dabei ausschaut, das ist ja mir völlig wurscht. Die Weiber haben's aber gern, wenn mir einer sagt, dass sie hübsch sind. Bloß die Bläden, eine Gescheite will ja sowas gar nicht hören. Und ich such mir nur eine Gescheite raus. Ach so. Wenn aber jetzt ein anderer kammert, der mir sagt, dass ich nicht zu den Kreisligen gehöre, war's dann gar nicht eifersüchtig? Das Eva hat schon recht, das ganze Register zieht's auf. Eifersüchtig, kenn ich ja gar nicht. Von mir aus kann das ganze Dorf in sie verliebt sein und sie kann mit an jeden umeinander durch. Da zuckert ich nicht einmal mit dem Ohrwaschel. Gut, dass ich das weiß. Freilich, wenn man auf jemand ernste Absichten hat, muss man doch wissen, wie man mit ihm droh ist. Ich schau mir an jeden schon genau an, bevor ich ernst mach. Da kannst du ganz beruhigt sein. Recht hast. Wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, dann merkt man gleich, wie man mit einem Menschen droh ist, gell? Der Leutner zum Beispiel, das war kein Mann für dich. So, und warum nicht? Ja, das ist gerade das Gegenteil von mir. Bleiben schreit die ganze Zeit umeinander und so ein Weib. Mir sagt nachher am Hupfen, du, das ist kein Sanfter, das ist ein Paraver. Glaubst? Ja, hast du vergessen, wie er das vorhin angebläht hat? Ich meine, das darfst du da gar nicht nehmen. Das ist überhaupt eine eifersüchtige Natur. Woher weißt denn du das? Na, ich hab doch gesehen, wie verliebt er dir die ganze Zeit anschaut. Wenn der jetzt erst nur ausspricht, was er jetzt nur so mit den Augen sagt, dann hast du keine ruhigen Minuten mehr. Da gehen jetzt die ganze Zeit, mei, du liebe Eigel und schöne Handel und süße Fussel. Ich meine, so ein Mann, der darf dir bald wieder werden. Meinst? Na, sowieso. Siehst, Kaffeehoferin, wenn's jetzt zum Beispiel mich nehmen darfst, dann ist das bei mir genauso schön wie bei deinem ersten Mal. Soll das jetzt ein Heiratsantrag sein? Wenn's nichts dagegen hast. Ja, dann müssen wir das ja feiern auf dem Kircher. Geh nur gerade weiter. Hast du das gehört? Möchtest gar nicht lang. Beinahe hätte ich mich verraten. So ein Hallodri, wie der ja um den Park gegangen ist. Ja, was mache ich denn gerade? Alles ist vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Geh, reiß dich zusammen. Sei energisch, sei schneidig. Ja, du hast leicht reden. Ich bin ja so ein großer Lapp. Ich kann ja gar nicht energisch sein. Du musst dich halt verstehen.
ein guter Mensch bist. Und deshalb mag ich, dass gerade du Drosselmann kriegst. Der Martin, Vetter, wie geht's dir denn? Hast gut geschlafen? Ja. Ja. Er braucht immer sein Schläferl. Ja, das ist gut. Setzen wir uns ein bisschen hin, gell? Der mal ein bisschen frisch machen. Die Mach was, Verlobte mit der Rosel, hol ihr die Stern vom Himmel. Aber tu was, ich möchte endlich aus dem Maschkara-Gewand rauskommen. Ja, nein. Wenn die Rosel die dann so sieht, dann lasst sie mich links liegen. Das kommt gar nicht in Frage. Du bleibst so, wie du bist. Bist vielleicht ein gescheiter Hund, das sag ich dir. So, jetzt werden wir ein bisschen waschen, gell? Ja. Da. Und da. Ah, merkst du, wie dir das gut tut? Wenn Krieg war, da die als Krankenschwester an der Front die Verletzten pflegen. Die Breicherten von mir aus gar nicht mehr gesund werden. Bis ans Lebensende, da die so einen Mob pflegen. Besonders, wenn sie ihm so schlecht gang wie am Martin. Ja, er ist ganz da gekommen. Ja. Und er wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, noch recht lang in dem Zustand bleiben. Leider, leider. Der Martel, der Knecht, der kreisliga Angeber, der braucht man gar nicht mehr wiederkommen. Ja, na, der Martel, der braucht gar nicht mehr kommen. Ne? Den hab ich abgehängt. Der sucht jetzt erst einmal ein paar Runden. Hab ich irgendwas versandt? Nein, in ein paar Minuten gibt's Essen. Gib's grad zur rechten Gut. Zeit. Oder Leitner? Ah, ja. Du, nur mal wegen unserer Schlafplätze. Jetzt pass einmal auf. Ihr mir denkt, Eval schlaft mit Martin drüben in der Kammer und ich schlaf da. Ah, das geht nicht. Ja gut, dann schlaf halt ich mit dir in der Kammer und Eval da herum. Ausgeschlossen! Du kannst ja mit einem fremden Mannsbild zusammen in einem Zimmer schlafen. Was geht jetzt dir das an, wenn ich fragen darf, ha? Mich? Ja, so, ja. Sei couragiert. Sag ihr was Schneidiges. Mach ich halt einen Antrag. Ja, was soll ich denn sagen? Was da einfällt, habt ihr das Richtige. Da hab ich auch schon dran gedacht. Denk an dein Schneid. Und an Dambacher. Darf ich mal jetzt erfahren, um was das da geht? Und hab ich da grad Dammbauer gehört? Ja, aber du musst dich schonen. Also, Dambacher. Ja, dann. Jetzt hab ich's. Also, als Eval schlaft da herin in der Stumm. Ich schlaf drin bei Martin und dem verfracht man auf in die Trumpekammer. Ja, was schaut's mir jetzt so? Der Leitner möchte was sagen, Roselmann. Was denn? Auf geht's. Ah, sag einmal, spinnst du? Direkt fürchten kann man sie vor dir, Roselmann. Wie hast du am armen Leitner einen solchen Mannschwinger geben können? Wegen so einem armseligen Bussal. Das war kein armseliges Bussel, meine Liebe, das war eine Attacke auf meine Unbescholtenheit. So ein unverschämter Kerl. Ich hätte gemeint, dir gefällt das, wenn er mal einen Schneid hat. Und in puncto Unbescholtenheit, ich weiß ja nicht, Roselmann, dein Ruf in Ehren, Was aber soll denn das heißen? das heißt, dass du eine bist, die heute mit dem Dambacher auf den Kirda geht, morgen mit dem Adam Bauern zum Standesamt und noch dazu einen armen Leitner narrisch macht. Ich geh mit dem Adam Bauer nicht aufs Standesamt. Na freilich gehst, du hast doch vorhin noch ganz groß geredet. Sag einmal, spinnst du, was wollen mit so einem Invaliden? Ja, wenn's das du nicht weißt. Du hast doch mit dem geredet und alles ausgemacht, dass geheiratet wird und so weiter. Und ich von den depperten Eberstaller-Burm heiraten muss. Sag mal, kann das sein, dass du da was falsch verstanden hast? Da gibt's nichts zum falsch verstehen.
Der Martin und du, ihr heiratet, was soll ich da falsch verstehen? Du Dummerl. Du heiratst den Martin. Und er ist einverstanden. Das ist schon lang ausgemacht, seit mindestens einer Stunde. Ja, schau nicht so. Ausgemacht ist ausgemacht. Kann er nicht nur einen Motstopf fliegen. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Und der hat einfach so Ja gesagt? Ja, blöd wäre er sein und Nein sagen. Und was ist jetzt mit dir und dem Leitner? Tja, was soll ich sagen? Heiraten? Das wird er mir nicht mehr mengen. Ah, geh. Wenn er die wirklich mag, macht ihm das Tatschall nichts aus. Glaubst? Soll ich überhaupt noch mal heiraten, ha? Na freilich, wegen am Heiraten bist du doch hergekommen. Nimmst jetzt heute anstatt vom Adambauern einen Leitner. Ich war aber zu meinem Wort gestanden, gell? Du, wenn ich gewusst hätte, dass der so hinfällig ist. Du, ich verkauf mein Haus, lass alles hin und steh vor einer ägyptischen Mumie. Was war eigentlich gewesen, wenn der Martin gar nicht krank war, wenn er zum Beispiel auf einmal ganz gesund war? Mei, was war gewesen? Ich war ja quasi im Wort gestanden. Aber die Frage stellt sich ja jetzt nicht. Wenn ich nur wissert, wer wirklich zu mir passt. Mei, der Dambacher hätte mir ja auch Avancen gemacht. Okay, der Leitner, der ist um ein paar Jahre älter wie du. Für den wirst immer die Junge bleiben. Was willst du mit dem Dambacher? Der schaut am jeden Hock nach. Und mit den ganz Jungen hältst du den Vergleich nimmer stand. Ja, kehr ich vielleicht schon zum alten Eisen? Ja, nein, ein bisschen angerast bist halt. Ja, sag halt gleich, dass ich ein alter Scherm bin. Ich geh jetzt ins Bett. Wenn was ist, ich bin nicht da. Du, Minna, Was ist? du kennst doch einen Adambauern recht gut, gell? Also, wenn Sie der jetzt entscheiden müssen, ja, jetzt nur mal so als Gedankenspiel, für welchen nicht auch, dass Sie den entscheiden? Für gar keine. Erstens, weil der Martin sich gar nie entscheiden kann. Zweitens, weil er Himmel Angst vor die Weiberleut hat. Und drittens weiß ich jetzt gerade nicht. Und viertens, dass mir ja keiner an die Gansrestel geht. Die gibt's morgen erst. Gibt's eine auf die Finger. Sind wir genauso gescheit wie vorher. Sag einmal, Roselmann, ist das dein Ernst gewesen mit Martin? Tot ernst. Pflegt einen gesunden Erhalter vielleicht noch ein paar Jahre. Den Hallodri, weil nichts anderes ist der nämlich. Die erbarmungswürdige Gestalt ein Hallodri, ha? Der fällt ja schon in sich zusammen, wenn ich ihn bloß anlach. Ich glaube, ich muss dir jetzt was sagen, Roselmann. Magst du ihn recht? Mit und ohne Wedern. Schon seit letztem Jahr, wo wir beim Preisstimmer gesehen haben. Dann ist ja alles ganz einfach. Weißt du was? Jetzt schlafen wir erst einmal drüber. Ich bin schon sakrisch müde und vor morgen passiert ja sowieso nichts. Du Everl, weißt du, wie das war mit der Eva im Paradies? Die hat am Adam auch einen Apfel hingehalten und bis der gespannt hat, dass ihn verleiht, war es zu spät. Gute Nacht, Dirndl. So eine schöne Nacht. Schaut, dass man die verschlafen muss. Und so geht's um. Was tue ich bloß? Hast du mich jetzt aber erschreckt? Ich bin's bloß, der Martin, der Knecht. Ich hätte gemeint, du bist beim Kaibeziehen. Kaibeziehen? Ach so, ja, freilich, ja, genau. Na ja, die Kuh macht gerade eine Pause. Weil ich die gerade so zufällig anrufe, hätte ich gedacht, wir könnten doch noch ein paar Wörter miteinander reden, oder? Na, besser nicht, damit man Adambauer nicht aufwecken. Der Arme braucht seinen Schlaf. Ja. Ja, wir sind die lustigen Holzhacken. Holla, wen haben wir denn da? Ich bin der Franz, ich bin der Knecht.
Der Knecht? Ja, wo ist sie jetzt? Ich bin die Eva. Freut mich. Die Eva? Ja. Die mit dem Apfel, ja. Ja, da gehört der Chef ist auch da, hab ich die Ehre. Schau, dass du rauskommst. Ab zur Lisa. Die Lisa. Die Lisa ist mir gerade auch recht. Jetzt pass auf, Eva, wir sehen uns nachher später. Gell? Ja, wir sind lustig. Welche Lisa? Ab! Hoi, Zockerbub! Hoi, hoi! Meine. Das war der Jungknecht. Ich bin der Großknecht. Mei, er sagt halt immer Chef zu mir. Der Bauer ist natürlich der Bauer. Was mir gerade so einfällt, hast du mit dem Bauern eigentlich über mich gesprochen? Über die mit Martin Vetter. Ja. Hat der Martin Vetter dir vielleicht was über mich erzählt? Ja. Was denn? Ja, mei, dass du ein rechter liebes Mädel bist, aber... Was aber? Naja, dass du halt versprochen bist. Das stimmt. Und? Freust dich schon, hä? Was war, wenn... Ja, Das war schlecht. Weil dann hätte ich keine Chancen mehr. die hättest ja sowieso nicht. Agi. Ja, Mei, du bist der Knecht. Wie willst denn du eine Frau ernähren? Bloß weil du ein bisschen Gewicht heben tust, oder was? Na ja. Und außerdem bist du vorher ganz schön überheblich gewesen. Nimm dir ein Beispiel am Adambauern. Der hat sowas nicht nötig. Und deswegen lassen wir es bei der Entscheidung von der Roselmam und der Martin. Du meinst der Martin und die Rosel? Ja, genau. Erst gerade hat's mir's gesagt. Morgen geht's sogar schon zum Amt. Das ist beschlossen und ich werd mit Sicherheit nichts dagegen tun. Im Gegenteil. Ich freue mich schon. Dann wünsche ich dir halt viel Glück für deine Zukunft. Und wenn du glaubst, dass mir an dir was liegt, dann hast du dich getäuscht. Ja, da. Eval. Ah, was? Die Mutigen gehört die Welt. Trosel ist zwar eine recht schlagfertige Person, aber bevor ich dem Dampfbacher lasse, stick ich lieber nur ein Watschen rein. Wie hat der Martin gesagt, mit so einer Verkleidung kann man von den Weiberleuten alles haben. Und Busteln fallen dabei auch noch ab. Also Schlauheit, verlass mich nicht. So, musst du die Rosel heute noch überzeugen, sonst bestellt's Aufgebot mit dem Martin. Und der Schlaumeier, der ist feig, dass ihr rein in den Wein einschenkt. Da ist wer. Hoppla. Keiner da. Besser hätte ich es gar nicht erwischen können. Wie einfach so stehen lassen auf dem Kieler. Aber da hast du die Brenndrosel. Der Dampfbauer ist zwar dumm, aber blöd ist er nicht. Aber gut, wenn's dann in der leben willst, bitteschön. Kannst haben. Das gehört zu meinen leichtesten Übungen. Du kommst mir nicht mehr aus. Eva! Sag mal, hörst du nicht? Weißt du, was gerade passiert ist? Ja, mir hat ganz was Gruseliges geträumt und andauernd irgendwas. Das stimmt. Gell, unheimlich ist da herin. Mir kommt's eher recht heimlich vor. Kind,
Ich sitz mir an dein Bett. Weißt du, was gerade passiert ist? Ob der Martin weiß, dass da herin spukt? Ich glaub, bei dem spukt sowieso. So gruselig wie heute hat's mich fein noch nie. Wissen. Oh, Rosel, jetzt pack ich dich. Jetzt geh ich's aber an. Ja, Schaugo. Der Martin. Und mir erzählt er, dass er von der Rosel nichts will. Oh, mir scheint, es kommt wer. Der Martin ist schon weg. Ist der mit zur Rosel rein? Was will denn der da drin? War ja gar nix. Wo bloß Eva steckt, das hat der geheißen, sie schlaft da in der Stube. Ja. Mit dir ist ja heute gar nicht mehr zum Reden. Ich hol den Schnaps. Na, schlafst besser, gell? Eva! Martin, Vetter, ich hätte gemeint, du schlafst schon. Mir geht's so schlecht. Ja, dann sitzt die nur schnell hin, gell? So. Stimmt. Steht sehr schlecht um dich. Ja, sag ich doch, oder? Ein Apfel am Tag macht dich gleich gesund und stark. Macht ihn lustig über einen kranken Mo, der Verständnis braucht. Wärme und Liebe. Ja, ja, wir alle brauchen Wärme und Liebe und Licht und Wahrheit. Eva, ich muss dein Geständnis machen, aber wenn ich nicht wüsste, wie du drauf reagierst. Das muss ja was Furchtbares sein. Hast du was gestohlen? Na. Dann kann's nicht so schlimm sein. Ich darf dir nur eine Lüge und einen Betrug nicht verzeihen, sonst alles. Ein kleiner Schwindel nicht. Nein, Notlüg. gar keine. Zu Notlügen greifen nur feige Menschen und feig bist ja nicht, oder? Feig? Ich? Na. Na, feig ist er nicht. Eva, mir ist der ganze Schlaf vergangen und ich hab ganz einen bläden Kopf seit dem depperten Traum. Da steckt da halt dein Zukünftiger drin, gell? Mei, ich weiß ja auch nicht, was ich hab. Schau mal ein bisschen zum Fenster raus. Die frische Luft wird dir gut tun. Mei, du bist alle so besorgt um mich. Bist überhaupt ein rechter braves Mädel. Du wirst dein Mo einmal recht viel Freude machen. Das glaube ich nicht. Zumindest im Moment nicht. Schau, da kommt Musik. Die waren aber auch schon immer nüchterner. Ja, schön. Aber ich schlaf jetzt heute Nacht da in deinem Bett und du schlafst drüben, gell? Jetzt auf der drüben, der Besuffene. Ist das nicht der Dambacher? Wo? Wo denn? Da drüben abgetan, siehst du nicht? Nein, ich seh niemand. Da drüben. Okay, das ist ja bloß ein Buschen, der im Wind wackelt. Mei, ich bin schon ganz nervös. Weißt du was, ich leg mich da jetzt hin und du bleibst bei mir, Ja. bis ich eingeschlafen bin, gell? Ja, schlaf nur da. Gell? Ja. Na, halt, aber nicht ohne mein Kattel. Mei, hast du mich jetzt erschreckt? Du, weilst du gerade da bist? Ja, was denn? Ja, geh her, sitz ein bisschen zu mir aufs Bett. Das geht schon. Kim, noch ein bisschen und setzen. Gut. Also, ich wollte dir noch was sagen. Ja, ich wollte dir noch sagen,
wie dankbar, dass ich da eigentlich bin. Ja, mei, ich wollte ja unbedingt heiraten, weißt, ich wollte halt einfach auch mal eine starke Schulter zum Anlernen haben. Es ist doch nichts Verwerfliches, oder? Wenn eine starke Frau mal schwach sein möchte. Du, darf ich mir ein bisschen anlernen? Ich war gerade so schwach. Tut das gut. Weißt auch, wenn du so schwächelst und in denkbar schlechter Verfassung bist. Mich freut's einfach unbandig, dass ich jetzt da bin bei dir und dir mein Allerwichtigstes anvertraue. Gute Nacht. Weißt, mir macht's ja nichts aus, wenn's Eval heute Nacht gleich bei dir bleibt. Mei, gehört ja eh schon zusammen, ihr zwei. Wie meinst du denn jetzt das? So, und du gehst jetzt halt auch ins Bett. Ich hab schon alles vorbereitet. Schlaf gut, morgen haben wir einen langen Tag. Ja, Nein. gute Nacht. Martin, Vetter? Ja, Martin, was tust denn du da? Traust du nicht, ha? Ich hab doch schon alles in die Wege geleitet. Deiner Zukunft steht nichts mehr entgegen. Aber... Nein, du weißt, bei mir ausgemacht ist ausgemacht. Ja, Gut, dass du das erwähnst. Jetzt, wo das mit dem Eval erledigt ist, wollte ich dich auch um was bitten. Ja, ob's ein gutes Wort für mich eilen kannst beim Leitner. Mei, du und dein Husten bist eh schon ganz heiser. Morgen gebe ich dir mal ein paar von meinen Sympathiemitteln. Nein, die gibt dir lieber das Eval. Aber wie gesagt, ich gehöre ja auch schon irgendwie zum alten Eisen und da tat der Leitner viel besser zu mir. Also ich tat viel besser zum Leitner. Herrschaft, mit einem Wort, ich tat ihn gern heiraten. Ist das schlimm? Ja, gibt's ja sowas auch. Ja, sag Ja, schon mit. bleibst du nicht? Hab ich was verkehrt gemacht? Leitner, das läuft ja wunderbar. In ein paar Minuten bist du am Ziel deiner Träume. Aber was hast du denn? Aber es ist vorgelaufen, einfach fort ist. Ja, die kommt schon wieder. Nein, das ist genauso wie damals. Da hätte ich auch schon mal beinahe im Arm gehabt. Und auf einmal war sie weg. Auf und davon. Auf und davon wolltest du, ha? Aber ich hab dich gerade noch erwischt, dass du jetzt halt auch so feitest, ha? Du hast wieder schlecht dran. Ich bin... Was ist denn das für eine Kraft? Ja, sieh die jetzt dreifach oder bin ich ganz dämlich? Die schauen ja alle same aus. Fest ernst. Fragt sie nur, wer ist. Ja, sag nix. Ich glaub's eh nicht. Und ich schon gleich da. Ganz zum Schweigen von mir! Die haben ja alle Maiwasch an. Stanze! Kann das sein, dass da irgendwer seinen Spaß mit uns treibt, seinen Niederträchtigen hat? Und uns für dumm verkaufen möchte. Mai halten! Alle schaut's gleich aus. Ganz der Kämmer schaut's rein. Warum wohl, Roselmann? Was meinst du? Dazu gern wissen, wer sie hinter welcher Maschke da verbirgt. Ich auch! Weil wenn ich den erwisch, der das letzte Ganzstückel gefressen hat, dann fliegen Fetzen! Ich will nichts hören. Was war, wenn's was deren? Was, wo man's da kennt? Gewichtheben! Das blöde Gestell von Martin, da kenn ich allweil. Ja, genau, das schauen wir uns an. Gewichter haben wir ja genug, also wer fängt an? Na, das war ja unsportlich. Wenn er wollen wir schon daran, wer ist. Lass dein Klump anschneckerl. Also wen schon nachher von hier? Ja, wen schon da nie, weil du Zwetschgenmann, da stemmst du nicht einmal am Meiserl. Sag mal, weißt du eigentlich, mit wem das du redst? Ja, du! Trommelwirbel! Das ist der Martin! Ihrer Leistung mit! Lebende Legende!
Zufrieden, ha? Kannst du das auch? Respekt. Und jetzt kommt der stärkste von allen. Ja, zumindest kennt er sich bei den Weibern am besten aus. Entschuldigung, das bin dann Mensch wie ich. Ich hab schon so viel Weiber gehabt, da dramen die bloß. Woher möchtest du das wissen, hä? Pass mal auf, ein anständiges Mannsbild hat mindestens doppelt so viel Weiber gehabt, wie er alt ist. Ich bin 46, mal 2, der wird langer, oder? Dann müsste die ja 76 gehabt haben. Und ich war gerade ein halbes Jahr alt. Und wenn man 200 gehabt hat, ist man dann gleich 100 Jahre alt. Hä? Mindestens. Da war ich ja 400 Jahre alt. Da ist sie jetzt. Pass auf, du Luder. Nicht schon wieder! Franzl! Franzl, oder nicht? Wo ist jetzt schon wieder? Das bin immer, wenn ich gesund und stark war. Geh, sei stark. Ich hab dich von Anfang an durchschaut. So, jetzt da. Geh her, schöne Frau, jetzt hörst du mir. Nix da, schaut das feine Kind! Wie die Fisch gleich Donnerwetter! Lass du die Kluppern vor mein Weib! Hast gesehen? Für die kämpfe ich sogar im Löwenkäfig! Ja, mein starker Michi, geh nur grad her und schmus mich nieder. Ja, mei, ist das alles schön. Grüß Rosi! Hier geht's gerade recht. Reido, wir haben was zum Feiern! Jetzt reißt euch einmal zusammen, ist besoffen im Angescheiden ist. Ich bin so froh, dass ich endlich aus dem Maschke der Gewand heraus bin. Glücklich werden wir sein. Ja, wie Adam und Eva im Paradies.